Skyport Update. Ja, im letzten Video haben wir ja schon festgestellt, dass der Skyport kommen wird. Wisst man aber noch nicht, wie er ausschaut. Ja, mittlerweile gibt es da massive Fortschritte. Nämlich folgendermaßen. Das Video wird leider ein bisschen kürzer. Deswegen schalten wir jetzt einmal daher. Ja, das sind so kleine Beutel und schön und blub. So, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir das irgendwie da sauber platzieren. Gehen Sie mal her, den Schund. So. Skyport. Ja, sehr unspektakulär vorerst noch. Aber es gibt schon super tolle Sachen. Nämlich folgendermaßen. Das Ding, das habe ich jetzt einfach mal für mich festgelegt. Hat auf der Vorderseite einen Baugrund. Wie das im Endeffekt eine Kolonie hat, die hat halt die ganze Scheiße da zur Verfügung. Wir haben nur für den Skyport eben einen gewissen Bereich und haben da herin einen habitablen Bereich und das andere sind einfach nur Details, die nicht viel zum Sagen haben. So, folgendermaßen schaut es dann aus. Das Ding ist in 10 Stufen ausbaubar. Das ist die Base von dem ganzen Ding und entwickelt sich dann folgendermaßen. Machen wir jetzt Stufe 7, 8, 9, 10. Yay! So, jetzt ist es natürlich ein bisschen wenig und schaut ein bisschen nach UFO aus. Das soll nicht so bleiben. Was haben wir da gemacht? Da haben wir was Gutes gemacht. Nämlich folgendermaßen schaut es innerhalb der Corporation dann aus. Gehen wir mal ins Spiel. Gehen wir in die Corporation rein. Wir haben da weiterhin unser Dashboard, unsere Mitglieder und den ganzen Scheiß und einen neuen Reiter, der sich da Skyport nennt. Und ja, so habe ich mir gedacht, schaut das Ding dann aus. Wenn man da jetzt mal genau hinschaut, dann sieht man, dass sich das Teil ein bisschen bewegt. Und auf. Soll einfach nur, das ist eine ganz stinkeinfache CSS-Animation, soll nur dafür sorgen, dass es den Eindruck erhebt, als dass das Ding fliegen. Dazu kommt noch, dass der Hintergrund ist quasi so, wie soll ich sagen, eine Art, ist eigentlich nichts anderes wie ein Beutel vom Weltall. Und der bewegt sich ebenfalls, wenn man da so genau hinschaut. Es sind ganz stinkeinfache Transition und Keyframes. Animationen mit CSS3 funktioniert in der Regel auf jedem System. Wo es nicht funktioniert und sich das nicht bewegt, bewegt sie sich einfach nicht. Fertig. Wird trotzdem aber richtig angezeigt. Ja, wir sehen jetzt da schon, wenn ich da jetzt mit der Maus umeinander fahre, dann blinken da Sachen auf. Die Teile kommen auch, die sind ebenfalls schon platziert. Und das sind quasi Bauplätze auf dem Skyport. Genau wie es in der Kolonie dasselbe ist, bloß wird da eine Art von Gebäude drauf platziert. Nämlich, welche dem Skyport dann zur Verfügung stehen und welche allesamt eigene Funktionen haben. Es gibt da in der Datenbank im Hintergrund schon die Plätze dafür, dass der Skyport eben gebaut werden kann, dass er ausgebaut werden kann. Das ist quasi die große klickbare Fläche in der Mitte, die bezeichnet den Kern von dem ganzen Ding. Um die Base auszubauen, um mehr Fläche zu kriegen, um das Teil größer wirken zu lassen, dass mehr Energie darstellt und zur Verfügung steht. Ähnlich wie das einfach in der Kolonie läuft. Bloß muss man dort zusammenarbeiten und sich sämtliche Rohstoffe erarbeiten, damit es überhaupt möglich ist. Und die Schwierigkeit jetzt ist folgende, das sieht ja jeder innerhalb der Corp. Was passiert jetzt, wenn zwei gleichzeitig irgendwo hindrücken? Und ja, man sehe, es funktioniert da tatsächlich schon was. Allerdings noch nicht hundertprozentig korrekt, aber so soll es später funktionieren. Genau wie in der Kolonie. Du kannst dir da dein Lager angucken im Skyport. Du kannst deine Truppen vielleicht sogar später angucken. Und. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das ja von mehreren Spielern gleichzeitig gesteuert werden könnte. So. Jetzt ist es schwierig mittelschwierig, sagen wir es so, jedem einzelnen Mitglied bestimmte Rechte einzuräumen innerhalb der Corporation. Das heißt, wer darf das Ding anschauen? Mal jeder sowieso. Das Ding in dieser Form, wie ihr das zusammenbaut, fliegt dann auch wieder im Weltall rum und das können auch andere sehen dann individuell. Ich will das auch noch ein bisschen individueller machen, dass man sich das Teil zusammenschustern kann, wie man das möchte und jede eigentlich anders ausschaut. Es ist Schweine viel Arbeit, deswegen kommt jetzt mal ein Grundgerüst und alles andere Stück für Stück für Stück für Stück.
Ähm, ja, die Hauptschwierigkeit ist eben, dass da mehrere Personen gleichzeitig darauf zugreifen können und Aktionen ausführen können. Sprich, drauf Gebäude ausbauen, das Ding selber ausbauen, das Rumsteuern, das Ding und so weiter. Und da muss natürlich ein vernünftiges Rechtesystem her. Einer, der Gründer der Corp, legt fest, wer darf was. Und dann muss es einfach von meiner Seite so sauber programmiert werden, dass sie da Dinge nicht überschneiden können. Das heißt, wenn der eine was ausbaut, ist angenommen, da steht jetzt auf Bauplatz, schieß mich tot, hier steht ein Gebäude, was weiß ich nicht, die Ionenkanone und man klickt drauf und dann hat man, wie man das aus den Gebäuden der Kolonie kennt, dieselben Funktionen, das Gebäude an sich auszubauen, kostet wieder Rohstoffe und das Gebäude kann natürlich irgendwas, nämlich angenommen auf Kolonien schießen oder irgendwas. Und das Problem ist, was passiert jetzt? Beide laden dieses Interface von dem Gebäude. Der erste ballert auf Kolonie A, der Schuss ist verbraucht im Endeffekt und dann passiert irgendwas, meinetwegen der Schuss muss wieder aufgeladen werden und das ist ja Klickerei und Macherei. In der 2 Sekunden später drückt der andere an seinem Rechner auf Schieß auf die Kolonie. Was passiert dann? Ja, man muss fein säuberlich jede erdenkliche Möglichkeit ausgetüftelt werden, zu überprüfen, ist der Schuss tatsächlich oder die Munition, nennen wir es mal so, die Ionenkanonen-Munition Scheiß noch verfügbar im Moment, wo ich draufklicke. Wenn ja, passt alles. Wenn nicht, dann mach nichts und pass oder lad dann demjenigen das Interface neu. Und dann sieht er halt, ah ja, offensichtlich hat da jemand anders aus meiner Corp gerade die Ionenkanone bedient, der die Rechte dazu hat und so weiter. Wie gesagt, Schweine viel Arbeit. Trotzdem hoffe ich, dass die ersten Ankündigungen und die Optik fürs Erste und so weiter ganz annehmbar sind. Und jetzt stellen wir mal noch die Stufe von dem Ding auf beispielsweise Stufe 3 oder so. Das ist jetzt momentan eine Stufe 7 Base vom Skyport. Gehen wir mal hier kurz in unseren Quelltext rein. Machen wir mal Stufe 3. Gehen hier wieder rein. Laden das Ganze neu und schauen uns das an und schon sieht man, okay, da fehlt ein ganzes Stück. Und hier fehlt ein ganzes Stück und er schwebt einfach rum. Ja. Und so schaut das Ding aus, beziehungsweise so wird sich das in diese Richtung entwickeln. Meine lieben Damen und Herren, für alle wieder mal, erst einmal merci fürs Zuschauen, danke fürs Feedback, danke fürs Zocken. Und es geht natürlich weiter. Und die ganze Geschichte für alle, die neu sind, ist spielbar bereits jetzt. Das Ganze findet ihr da rechts in der Mitte. Ist die URL www.annex-online.de. Das Ganze ist Free-to-Play. Mit Free-to-Play meine ich auch Free-to-Play. Wer nicht weiß, was ich meine, kann sich ja mal auf die Seite begeben und lesen. Ansonsten sage ich merci. Ich melde mich, wenn es Neues gibt. Haut da rein, wieder schauen, reingehauen. Oder so ähnlich. Jo, haut euch eine. Viel Spaß beim Zocken. Servus.